So, wir haben eigentlich nur schnell ein bisschen Aufschnitt und ein bisschen Gemüse posten. Und wie man sieht... Das ist auch Gemüse. Das ist doch auch Gemüse. Jawohl. Das sind Herdöpfel. Ein bisschen anders. Wenn man jetzt hier reinschaut, muss man schon sagen, haben wir also schon viel Gemüse. Ja. Aber wie meistens haben wir wieder mal viel mehr gekauft, als wir eigentlich wollen. Und vor allem, wir gehen immer hin mit, ja, wir brauchen ja nicht viel, wir nehmen nichts mit, wo wir es rein tun können und schlussendlich kaufen wir dann wieder eine Tasche. Aber wir haben jetzt eine Tasche genommen, die immer wieder brauchen kannst. So eine... Ja, wir haben die teurer genommen. So eine, wie sagt man, Stofftasche. Stofftasche. Ja. Schliesslich wollen wir auch ein bisschen schauen für die Umwelt. Hallo miteinander, herzlich willkommen zum neuesten Vlog. Wir sind bereits weitergefahren. Es ist jetzt Samstagmorgen, also eigentlich schon fast Samstagmittag. Und wir sind etwa um 9:30 sind wir losgefahren von unserem Platz. Und jetzt sind wir am Strand von Pettern. Petten. Ich muss jedes Mal wieder schauen. Petten. Und jetzt zeige ich euch mal schnell auf der Karte, wo genau dass wir hier durchgefahren sind. So, also wir sind hier in Edam. Und jetzt sind wir hier so ein bisschen quer durchgefahren, allgemeine Richtung Alkmaar. Da rundherum, Bergen drauf und dann da bis auf Petten und da hat es einen schönen Strand. Und den wollen wir jetzt anschauen. Fabienne macht ihre Kiwi-Fötterchen. Ja, mega blau. Unser Wohnmobil. Kiwi. Fabienne ist nicht zu stoppen mit ihren Fötterchen. Sie haben schon das nächste. Wir sind jetzt ganze 1,5 Meter weit. Ich und Sven, wir probieren hier wieder mal so Gumpfotos zu machen. Wir haben jetzt schon etwa 10 Mal probiert und irgendwie mit dem Selbstauslösen von der Kamera ist das nicht ganz einfach. Dass ihr mal schauen könnt, wie das so geht, tun wir es jetzt so für euch auch noch mitfilmen. Jawohl. Noch weiter weg? Nein, komm noch ein bisschen näher. Gut, stopp. Okay. Oh nein! Ich glaube, wir sind wieder daneben. Schauen, was die Ausbeute sagt. Oh! Oh, mal! Haben wir? Eine hat's! Wow! Sag. Ich weiss nicht, ob man es sehen kann. Oh ja, cool. Ich glaube, da sieht man nichts. Ich tue sie nachher einblenden. Cool. Sehr gut. Sauglatt. 20 Mal versuchen und dann ist es gegangen. Ja.
Jetzt gehen wir mal weiter bis fast ganz an die Spitze rauf von dieser Insel und dort soll es noch ein Museum, Schrägstrich, Aquarium, Schrägstrich, was auch immer noch haben. Gehen wir mal schauen, ob uns das interessiert und was das kostet und wie spät das ist. Und wie spät das ist. Schauen wir mal. Wow, schau mal, das Feld hier. Am Ende der Straße Ach, schön. rechts abbiegen. Schmeckt der gerade? Also der Platz ist ein bisschen eng, aber wir sind also... Naja. Gehen wir mal schauen, ob das überhaupt etwas für uns Wenn man ist. halt so ein langes Viertel hat, dann muss das irgendwo anstellen. Ja? Vorher sind wir da vorne. Dort vorne waren wir irgendwo gewesen. Ja. Wir haben jetzt hier einen Lagerplan bekommen. Das, was uns wirklich spannend interessiert oder brennend interessiert, ist das hier. Das ist das Aquarium. Jetzt gehen wir einfach von links nach rechts. Let's go. Let's go. Kann man hier bei dieser Karte haben sie es so gemacht, du kannst einen Knopf drücken, dann sieht man, zu welcher also an welchem Datum dass eine Bombe auf die Stadt Den Helder abgeworfen worden ist. Das Wow. Was sind die roten? Rot sind Brandbomben. Am 21., 24. und 25. Juni 1940. Wir gehen ins Verlies. Jetzt geht's raus. Also die Fische, die tun mir ein bisschen leid. Die machen all so. Ui, da wird es einem ganz anders. So faszinierend ich so Aquarien finde, es ist schon immer so, findet man es lässig oder nicht, ich meine die Bedingungen sind schon nicht so riesig. Da hat es jetzt noch einen kleinen Glatthai drin und der sieht so traurig aus.
Kilometer da unten. Sieht man das? Ja. Ja. Dort unten, wie lang ist echt der? Krass lang. Da musst du irgendetwas singen, sonst wird es der anders. Nur so zu sagen, es ist also saumässig kalt da unten. Ja. So Kühlschranktemperatur. Oh, jetzt Gegenverkehr. Das ist also nicht ganz ohne, um hier raufzulaufen. Ja, das finde ich ui. Also da darfst du nicht besoffen sein, sonst kommst du nicht Nein. rauf. Du musst seitwärts rauf, weil die Füße haben sonst keinen Platz. Und ich habe nicht wirklich grosse Füße. Ich weiss, wo wir sind. Ich nicht. Ich schon. Kommen wir mal da raus. Wärme. Wo sind wir jetzt? Dort oben war die Aussichtsplattform. Irgendwo dort oben. Ah. Wir sind jetzt wieder draußen und versuchen jetzt obenirdisch wieder zurückzukommen, aber ich weiss noch nicht, ob das klappt. Aber dort, ich sehe nicht über, ich sehe nicht über. Ja, es ist sicher spannend, aber es ist halt einfach schwierig, weil sie sind, glaube ich, wirklich recht verfeindet mit den Deutschen, was ja auch sehr nachvollziehbar ist. Und es ist einfach nichts aufgeschrieben Ja, das ist ein bisschen schade. auf Deutsch. Und es macht es natürlich schwierig, wenn man... Auch viel sich nicht auf Englisch. Auch das auch nicht. Vor allem, wenn man jetzt denkt, wenn man das mal lesen will und sich informieren, ist keine Chance. Aber man kann es trotzdem empfehlen. Finde Ja, ich. also ich kann jetzt sagen, das Aquarium finde ich, wir haben einfach die Tiere ein bisschen leid da, weil es ist wirklich ein kleiner Raum, jenste Tiere und so, das finde ich, ja, finde ich ein bisschen fragwürdig, aber das ist halt, Das ist immer so bei diesen Aquarien. ja, leider. Und wir haben es jetzt noch unterstützt. Ja. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst uns doch einen Daumen nach oben da. Und vergesst nicht, uns zu abonnieren auf YouTube, Facebook, Instagram und Twitter. Wir wünschen euch eine spannende Zeit. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heisst «Svefa on Tour».